Dank Band haben ihr uns da so wunderbar in Worship mitgenommen. Es ist mega lässig, was da bei uns entstehen. Mein Name ist Joel. Ich darf zusammen mit meiner Frau und einem genialen Team unsere Jugendarbeit leiten. Und unter anderem haben wir eben das Privileg, mit so fantastischen jungen Männern und Frauen, die wir heute Morgen feiern dürfen, unterwegs zu sein. Und ich habe bewegt im Gebet, was ich euch zum Schluss, jetzt zu dem Abschluss noch möchte mitgeben. Und ich glaube, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, spezifisch für euch. Aber ich hoffe, dass wir alle heute Morgen etwas mitnehmen können. Das Wort Gottes ist lebendig und es kann zu jedem Einzelnen von uns reden. Und bevor ich in den Text starte, bevor wir in die Predigt starten, möchte ich einfach auch noch beten und den Heiligen Geist einladen. Jesus, ich danke dir, bist du da. Ich danke dir für die geniale Gruppe von Abschlüsslern, für die jungen Männer und Frauen, die dir leidenschaftlich nachfolgen. Und ich danke dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast, zur Ermutigung, aber auch zur Weisung für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du die Zeit jetzt segnest, die Worte, du kennst jeden Einzelnen von uns. Und ja, red du zu jedem Einzelnen genau dort, wo er dich braucht, in dem, wo er von dir muss hören. Amen. Amen. Vor einer Woche sind wir als Familie in Arosa in der Ferien gewesen. Wunderschöner Ort auf dieser Erde. Und während wir in Arosa waren, war es ein wichtiges sportliches Ereignis gewesen. Und die einen, die vielleicht die WM ein bisschen verfolgen, denken jetzt an den Sieg der Schweizer Nazi über Kanada. Das meine ich nicht. Das war auch sehr wichtig gewesen, vor allem nach dem Freitagmorgen. Das, was ich meine, kennen die wenigsten von uns wahrscheinlich. Und zwar ist das der Nissen Cup. Kennt ihr jemand? Jetzt einfach mal schnell. Okay, das hat nichts mit Nüssen zu tun, auch wenn ich mir eine Weltmeisterschaft im Nüssen sehr amüsant vorstellen würde. Der Nissen Cup ist die Weltmeisterschaft im Trampolinspringen. Das ist also wirklich eine ernste Sache. Und weder Danik und ich verfolgen das, aber wir haben gefunden, hey, wenn wir schon dort sind und wenn das schon stattfindet, dann gehen wir doch einmal reinschauen. Und was wir dort gesehen haben, ist wirklich eindrücklich gesehen. Ihr seht ein paar Eindrücke im Hintergrund. Wir sind eingelaufen und wir haben gedacht, hey, Trampolinspringen, für mich ist das so ein bisschen lustig so und runterhüpfen. Aber die jungen Männer und Frauen, die sind förmlich in der Luft geschwebt. Die haben Salto gemacht, die haben Drehungen gemacht auf Höhen, wo am abgekehrtesten Bergsteiger irgendwann doch ein bisschen der Schwindel kommen. Und wir sind da gehockt, mit Atem angehalten, schaffen sie es nicht, sind sicher. Es ist wirklich bemerkenswert gewesen. Und das ist der Titel der heutigen Predigt, bemerkenswert. Ich glaube, wir sind alles bemerkenswerte, junge Männer und Frauen. Mich hat der Trampolin-Wettkampf ein bisschen auch an den Abschluss erinnert, an den Moment, wo ihr jetzt steht. Oder? Was kann man sich so unter einem Abschluss vorstellen? Eigentlich geht es für euch jetzt einfach weiter in den nächsten Lebensabschnitt. Es ist ein erster Teil vom Erwachsenwerden. Und uns ist aufgefallen, wo wir die Athleten und Athletinnen beobachtet haben, dass sie zuerst immer einfach ein bisschen und runter gesprungen sind und Höhe gewonnen haben. Sicherheit und Höhe, bevor sie dann ihre bemerkenswerten Figuren ausgeführt haben. Und ich glaube, das beschreibt ein bisschen die letzten 4 Jahre, wo ich mit uns unterwegs war. Die Zeit, wo ihrem Glauben haben können wachsen. Es ist unglaublich zu sehen, was sie für eine Entwicklung durchgemacht haben über die 3 Jahre und vor allem auch im letzten Jahr. Und wir sind wirklich stolz auf euch und zu dem, wo ihr geworden sind und zu dem, wo ihr noch werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wie sagen, hey, ihr habt genug Sicherheit, glaube ich, im Glauben. Ihr habt genug Höhe. Und wir wollen euch ein bisschen mehr Raum geben und schauen, was für bemerkenswerte Leben Gott mit euch möchte erreichen. Und dafür möchte ich, für diese Reise, für das Abenteuer, möchte ich euch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Und wir schauen ebenfalls einen bemerkenswerten jungen Mann aus der Bibel an, nämlich den Timotheus. Wer war der Timotheus? Der Timotheus war ein Mitarbeiter von Paulus. Der Paulus hat ihn kennengelernt auf seiner zweiten Missionsreise in der Stadt Lystra. Und das Treffen ist zwar noch kurz beschrieben, aber der Timotheus muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben auf den Paulus. Wir lesen später, dass er zu einem engen Mitarbeiter von ihm geworden ist. Und zwar nicht nur einfach irgendeiner, es wird kein Mitarbeiter so viel erwähnt wie der Timotheus in den Brief von Paulus.
Der Paulus hat ihn geschickt mit Briefen zu schwierigen Gemeinden und ein bisschen später hat er ihn sogar als Gemeindeleiter über die Gemeinde in Ephesus eingesetzt. Und ich möchte einen Vers mit euch lesen, wo ich glaube, Gott hat mir aufs Herz gegeben, für euch als Abschlussgruppe, ganz, ganz spezifisch. Und zwar finden wir dem 1. Timotheus 4, Vers 12. Dort steht, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Der Paulus redet da von so 4 Eigenschaften, von so einem bemerkenswerten Lebensweg. Als erstes erwähnt er das Verhalten, das sich zeigt durch unsere Worte und unsere Tat. Dann erwähnt er die Liebe, den Glauben und die Reinheit. Und ich glaube, hinter jedem von diesen Eigenschaften verbirgt sich sowohl eine Ermutigung für uns heute Morgen, wie auch eine Herausforderung. Und das Erste, was der Paulus erwähnt, ist das Verhalten von Timotheus. Und normalerweise im christlichen Kontext starten wir eigentlich nicht mit dem, was außen ist, sondern wir starten mit unserem Inneren. Wir schauen uns das Innere an und dann glauben wir, dass durch die innere Veränderung auch eine äußere Veränderung kommt. Ich finde es aber erfrischend, startet der Paulus mit dem Verhalten von Timotheus. Weil das Verhalten ist schlussendlich gleich das, was man als erstes sieht. Es ist das, was als erstes sichtbar wird gegen den Menschen um uns herum. Und der Timotheus war in Ephesus in einem Kreis, wo sich viele Menschen nicht so vorbildlich verhalten haben. Die Gemeinde in Ephesus war geprägt von einigen Problemen. Es hat Machtkämpfe gegeben, es sind Irrlehren verbreitet worden und es hat sonst noch ein paar Probleme gegeben mit Verteilung von Finanzen an Witwen. Und der Paulus ermutigt den Timotheus in dem Sinne, hey, du kannst ein Vorbild sein in deinem Umfeld. Du kannst ein Vorbild sein. Und er ermutigt ihn spezifisch, dass er sich nicht von seinem jungen Alter beirren lassen soll. Ich finde es mega stark. Und ich glaube, das ist etwas, was eure Generation eigentlich ganz gut macht. Ihr wagt, Sachen zu hinterfragen. Ihr wollt involviert werden. Ihr wollt mitreden. Es ist cool, wenn ihr den heutigen Morgen auch so schmeißt. Das ist wirklich genial. Und das möchte ich euch als erstes zurufen. Hey, Gott hat einen Plan für euer Leben im Jetzt, nicht erst in 20 Jahren, wenn ihr ein bisschen älter sind und dann möchte er etwas Bemerkenswertes mit euch machen. Sondern ihr könnt jetzt schon bereits Vorbilder sein. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wie genau könnte das aussehen? Was macht man mit so einem Vorbild? Und in der Bibel finden wir enorm viele Weisheiten und Ratschläge über unser Verhalten. Und es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jede einzelne von diesen Bibelstellen anschauen würden. Deshalb möchte ich mich auf das Leben von Jesus beschränken. Der Paulus sagt an einer Stelle im Korintherbrief, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Wir sollen uns am Leben von Jesus orientieren. Er ist das ultimative Vorbild für unser Leben. Und viele von euch erinnern sich vielleicht noch an das WWJD-Bändeli. Die sind mal mega in gewesen, aber man sieht immer wieder mal eins, WWJD, oder? Was würde Joel tun? Was würde Jesus tun natürlich? Und es ist vielleicht ein bisschen Klischee, die Frage, ja, was würde Jesus tun? Es ist ein bisschen simpel. Aber ich glaube, genau diese simplen Sachen können enorm hilfreiche Tools sein für unseren Alltag. Ich wage zu behaupten, die meisten von uns merken, wenn unser Verhalten herausgefordert wird. Wenn es vielleicht ein bisschen anfängt, auf eine Schieflage zu geraten. Es fängt so in uns an brodeln. Zum Beispiel, das wäre der Klassiker beim Autofahren, ihr fahrt jetzt noch nicht Auto, aber vielleicht habt ihr es schon beobachtet, ja, euren Eltern. Beim Autofahren in einer 30er-Zone, die schon langsam ist, wenn jemand mit 25 rumtückelt, oder? Dann fängt es so an zu brodeln. Oder vielleicht, wenn ihr Geschwister habt, vielleicht nerven eure Geschwister. Und meistens fängt es nicht mit einem Streit an, sondern es wird einfach so langsam mühsam. Oder? Vielleicht ist es auch der Ehepartner, der genau weiss, welchen Knopf das drücken müssen. Jetzt ja nicht links oder rechts schauen, wenn sie neben euch sitzen. Wir merken das meistens. Okay, ja, jetzt bin ich ein bisschen herausgefordert. Und in dem Moment kann so eine einfache Frage, hey, okay, was will Jesus jetzt tun?
helfen, um einfach ein bisschen Distanz zu kreieren. Klar, wir müssen das Leben von Jesus ein bisschen kennen und in dieser Beziehung mit ihm unterwegs sein. Aber es kann lange, dass wir vielleicht dann am Autofahren vor uns nicht einfach hinten drauf sitzen. Oder dass wir das Geschwister nicht einfach zurücknerven. Oder am Ehepartner eben in Liebe und nicht in Sarkasmus begegnet. Und so können wir anfangen, unser Verhalten dem Vorbild von Jesus anzupassen. Und das ist meine erste Ermutigung und Herausforderung. Herr, ihr könnt jetzt bereits Vorbilder sein, als Nachfolger von Jesus. Das Zweite, was der Paulus erwähnt, ist Liebe. Das ist jetzt ein bekanntes Territorium für uns aus dem christlichen Kontext. Es ist so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, wie zentral Liebe eigentlich für unser Glaubensleben ist. Im Korintherbrief gibt es ein ganzes Kapitel, das Hohelied der Liebe. Und in dem sagt der Paulus, hey, alles ist nichts ohne Liebe. Jedes nur so super Verhalten, jede nur so grandiose Begabung, die Gott uns schenkt, ist nichts, wenn Liebe nicht der Ursprung ist. Und die Liebe startet nicht bei uns, sondern sie startet bei Gott. Im 1. Johannes lesen wir, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Hey, wenn ich euch etwas heute Morgen für unser Erwachsenwerden mitgeben kann, wenn ich nur etwas behalte, dann nehmt diese Wahrheit mit, dass ihr geliebte Kinder von Gott sind. Egal, was rundherum passiert, egal, was gut läuft oder schwierig ist, ihr seid geliebte Kinder von Gott. Wir tendieren uns über andere Sachen zu definieren. Unsere Leistungen, unseren Wohlstand, unsere Beziehungen. Aber als allererstes, die Grundlage von unserer Identität und von eurer Identität ist, dass ihr geliebte Kinder von Gott sind. Und auch in Bezug zu dieser Liebe ermutigt der Paulus den Timotheus, ein bemerkenswertes Leben zu führen. Und wir denken da meistens an Nächstenliebe. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir lesen im 1. Korinther, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. In allem, in unserem Arbeiten, in unserem Sein, in unseren Freundschaften. Und wenn wir das Verb ein bisschen genauer anschauen, sich bestimmen lassen, dann sehen wir ganz etwas Spannendes im Griechischen. Keine Angst, das wird jetzt nicht mega hochkomplex. Das Verb hat sowohl einen aktiven wie auch einen passiven Anteil. Also das heisst, einerseits wird etwas mit uns gemacht und andererseits haben wir aber auch einen aktiven Teil drin. Und der passive Teil ist ganz einfach, dass Gottes Liebe uns leitet. Der Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat. Es steht in der Bibel, dass durch den Heiligen Geist sein Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Also anstatt dass wir ganz angestrengt versuchen, in Liebe zu leben, möchte Gott uns führen durch seinen Heiligen Geist. Das ist der passive Teil. Das riesige Geschenk. Und der aktive Teil liegt aber auch gerade in dem hinein. Wir können uns nämlich nur so sehr vom Heiligen Geist führen lassen, wie wir ihn auch lassen. Oder er nimmt nur den Raum ein, den wir ihm geben. Stellt euch ein GPS vor. Ich bin ganz schlecht mit Richtungsangaben. Wetzikon Uster, das geht gar noch. Wenn ich weiter möchte, dann lande ich aus Versehen in Genf. Und ich merke es wahrscheinlich erst, wenn langsam alles Französisch wird und ich nichts mehr verstehe. Stellt euch vor, ihr würdet das GPS setzen, Zieldestination eingeben, Handy auf die Seite legen und dann nie mehr aufs GPS schauen. Das ist völlig nutzlos. Aber manchmal behandeln wir die Beziehung zum Heiligen Geist ein bisschen so. Wir wollen mit ihm unterwegs sein, aber so wirklich den Tag durch mal kurz schauen, tun wir eigentlich nicht. Wenn ich Auto fahre, dann ist mein Fokus auf der Straße, aber ich mache immer wieder ein Check-in. Hey, bin ich auf dem richtigen Weg? Muss ich bald abbiegen? Dass ich sicher gut unterwegs bin. Und stellt euch vor, wir würden das gleich machen mit dem Heiligen Geist. Wir würden am Morgen Gott einladen und sagen, hey Heiliger Geist, führ du mich heute in deiner Liebe, in Gottes Liebe, zu mir, zu meinen Mitmenschen und in allem, was ich tue. Ihm den Raum geben und dann den Tag durch immer wieder mal auf Gott schauen. Auf dem Arbeitsweg, auf dem Weg in die Schule, in der Klasse, mit Kollegen, Kolleginnen, in der Familie. Und das Spannende ist,
meistens passiert dann nicht etwas ganz Spektakuläres. Oder oftmals, wenn wir aufs GPS schauen, dann muss man nicht gerade links oder rechts abbiegen, sondern oftmals ist es einfach eine Bestätigung, hey, der Weg, wo du drauf bist, ist gut. Da bist du auf dem richtigen Weg. Und so, glaube ich, ist auch die Führung vom Heiligen Geist nicht ein hektisches Hin und Her in unserem Leben, sondern einfach ein ruhiger, aber konstanter Begleiter, wo ihr immer wieder zurückgreifen dürft. Und das wäre meine zweite Ermutigung und Herausforderung. Hey, ihr seid geliebte Kinder von Gott, berufen, seine Liebe auch weiterzugeben. Als nächstes erwähnte Paulus Glauben. Und Glauben ist mehr als nur ein Bekenntnis. Glauben ist ein Vertrauen in Gott. Und wir sehen durch die Bibel durch immer wieder, dass Gott auch vertrauenswürdig ist. Sie ermutigt uns, Gott zu vertrauen. Im Korintherbrief wieder lesen wir, ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus und unserem Herrn verbunden zu sein. Einige von euch fangen eine Lehre an im Sommer, andere bleiben noch einen Moment im Gymi und haben noch ein paar Jahre, bevor sie sich entscheiden, was als nächstes kommt. Es wird Veränderungen geben. Die einen gehen ins Militär, Berufswahl, vielleicht mal einen Auslandaufenthalt, wer weiß. Euer Leben wird sich verändern. Gott wird gleich bleiben durch die Zeit. Und ihr werdet ganz viele coole und schöne Momente haben, die vor euch liegen. Mega viel Tolles. Und die Bibel ist aber auch sehr ehrlich, dass wir, währenddem wir auf dieser Erde sind, auch noch Schwieriges werden haben. Vielleicht ist es eine Traumstelle, die ihr wollt und nicht funktioniert. Eine Beziehung, die in Brüche geht. Vielleicht ist es finanzielle Not, Streit oder Krankheit, die euch beschäftigt. Die Frage ist nicht, ob wir mit Schwerem konfrontiert werden, sondern wann und wie wir auf das reagieren. Was gibt uns Halt in dem Moment? Und meine Ermutigung an euch ist in dem Sinne, hey, Gott wird bei euch sein. Er wird euch durch die Zeit durchtragen. Es mag anstrengend sein, es mag vielleicht manchmal auch schmerzhaft sein, aber Gott ist treu. Und auch in dem könnt ihr ein bemerkenswertes Leben führen, sogar ein Vorbild sein für andere, indem ihr auf Gott vertraut. Einerseits genau in diesen schweren Zeiten, wenn es eigentlich keinen Sinn macht, auf Gott zu vertrauen. Aber auch im Plan, den Gott über eurem Leben hat. Ich glaube, er hat geniale Pläne für euer Leben. Und wenn wir die Bibel lesen, dann hat jede bemerkenswerte Persönlichkeit im Glauben, die uns begegnet, irgendwo an einem Punkt, wo wir Gott vertrauen müssen. Mir kommt da ein Noah in den Sinn, der ohne einen Tropfen Wasser weit und breit angefangen hat, eine Arche zu bauen. Oder ein Mose, der zum Herrscher vom mächtigsten Imperium zu der damaligen Zeit gegangen ist und sich gegen ihn gestellt hat. Ein Esther, wo ihr Leben riskiert hat, um ihr Volk zu retten. Und mir kommt Jesus in den Sinn, wo Gottes Plan bis zum Tod am Kreuz vertraut hat. Und Gott ist mit all ihnen und hat sie durchgetragen. Eine harte Wahrheit ist, dass unser Leben nur so bemerkenswert wird sein, wie wir Gott auch Grosses zutrauen. Nicht, weil Gott nicht bemerkenswerte Sachen machen kann, sondern wenn wir Gott wenig zutrauen, dann wird er auch wenig machen. Wir werden wenig bereit sein, Risiken einzugehen für ihn. Und ich wünsche mir für euch und für uns alle, dass ihr so einen tollkühnen Glauben dürft haben. Fast ein bisschen wahnsinnig, wenn man von außen anschaut und denkt, hey, also, meinst du das ernst? Das machst du jetzt wirklich? Da vertraust du jetzt wirklich Gott? Die Leute dürfen ein bisschen aufmerksam werden. Und in dem Sinne möchte ich euch zusprechen, hey, Gott ist treu, deshalb traut ihm Großes zu. Als letztes erwähnt der Paulus Reinheit. Und Reinheit ist ein bisschen vielleicht ein trockener oder verstaubter Begriff, aber in der Bibel ist es ein zentrales Thema gewesen, das doch immer wieder aufgekommen ist. Wir sehen es als erstes beim Volk Israel. Das Volk Israel war berufen, heilig zu sein. Und sie haben für das ganz viele verschiedene Vorschriften bekommen,
wie sie sich reinbehalten können. Die einen Sachen sind einfach hygienische Vorschriften gewesen, zum Beispiel Händewaschen, das kennen wir alle sehr gut seit der Corona-Zeit. Aber andere Sachen sind auch spezifisch für ihr Herz und ihre Fähigkeit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Gott ist heilig und rein und unrein mischt sich nicht in dem inne. Und das ist auch für uns wichtig. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat unsere Sünden auf sich genommen und uns dadurch reingewaschen. Und nur dank ihm können wir vor Gott treten. Die Bibel sagt sogar, dass wir neu als Heilige bezeichnet werden, nicht mehr als Sünder. Das heisst nicht, dass wir nie Fehler machen oder nicht einmal sündigen zwischendurch. Aber unsere Grundidentität, unsere Grundhaltung hat sich grundlegend geändert in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben. Und heilig ist ein cooles Wort in der Bibel. Es bedeutet abgesondert oder für einen besonderen Zweck reserviert. Also es ist nicht einfach nur ein Regelkatalog, sondern es hat eine Bedeutung dahinter. Und das möchte ich euch zusprechen, für eure Zukunft. Hey, ihr seid für eine bemerkenswerte Aufgabe, für ein bemerkenswertes Leben auserwählt. Ich sehe in euch die nächsten Songwriter, ich sehe in euch die nächsten Leiter und Leiterinnen. Ich sehe Verkünder von Gottes Wort, Menschen, die Licht an dunkle Orte werden bringen und die Grosses mit Gott erreichen können. Und für das möchte ich euch ebenfalls eine Herausforderung mitgeben, die ich euch am Abschlusswochenende bereits erzählt habe. Und zwar ist es eine Prophezeiung, ein Gleichnis aus dem Buch Hesekiel. Und in dem Buch, in dem Gleichnis kommen zwei Adler vor. Der erste Adler ist das Bild für Gott und der zweite für die Götzen dieser Welt. Und es kommt ein Steckling vor, das ist das Volk Israel. Und das Gleichnis bezieht sich spezifisch auf das Volk Israel, aber ich glaube, es ist eben auch ein Wort für euch und für uns am heutigen Morgen. Es ist ein längerer Abschnitt, aber ich traue dir jetzt einfach so zu. In Hesekiel 17 lesen wir Folgendes. Dann holte er, also eben der Adler, einen Steckling aus dem Land Israel und flog damit zu einem fruchtbaren Feld, das an einem Fluss lag. Nahe am Wasser pflanzte der Adler den Steckling ein. Aus ihm sollte ein breit wuchender, aber niedrig wachsender Weinstock werden, also ein Fetze. Seine Ranken sollte er dem Adler entgegenstrecken und seine Wurzeln tief in die Erde wachsen lassen. So wurde aus dem Steckling tatsächlich ein Weinstock, der kräftige Ranken und immer neue Triebe bildete. Also ganz kurz, wir haben das Bild von dem Steckling, das auserwählt worden ist, von Gott gepflanzt an einem spezifischen Ort und der fängt richtig an zu gedeihen und ist eigentlich bereit, Frucht zu tragen. Und dann passiert etwas. Wir lesen weiter. Doch dann kam ein anderer großer Adler mit weiten Schwingen und dichtem Gefieder. Und siehe da, der Weinstock drehte seine Wurzeln diesem Adler zu und streckte ihm seine Ranken entgegen. Er hoffte, der Adler würde ihm Wasser geben, mehr als das Feld, in das er gepflanzt worden war. Dabei hatte er doch guten Boden und reichlich Wasser. Er hätte Zweige treiben und Früchte tragen können und wäre zu einem prächtigen Weinstock geworden. Gott hat euch auserwählt und auf einen fruchtbaren Boden gepflanzt. Er hat einen genialen Plan für euer Leben. Bemerkenswerter Plan. Und dem Feind gefällt das nicht. Er hat es nicht gern, wenn junge Menschen für Jesus leidenschaftlich unterwegs sind. Es ist ihm ein Dorn im Auge. Und er wird Sachen schicken aus dieser Welt, wo er wird versuchen, euch abzulenken von Gott. Wo er sagt, hey, bei mir ist es besser. Ich habe Reichtum, ich habe Stärke, ich habe Schönheit, ich habe Ansehen. Aber es ist eine Lüge. Es gibt keinen besseren Ort und keinen fruchtbaren Ort für euch zum Pflanzen zu sein, als im Plan und im Wort von Gott über eurem Leben. Und deshalb ist meine letzte Ermutigung und eine Herausforderung für euch, hey, ihr seid für eine bemerkenswerte Aufgabe aus der Welt. Und deshalb widersteht den falschen Versprechungen von dieser Welt, die euch von dem möchten abbringen. Und dann ist the sky the limit, das, was ihr mit Gott erreichen könnt.
Okay? Wir haben jetzt 4 so Sachen gehört von einem bemerkenswerten Leben. Das Verhalten, Liebe, Glaube und Reinheit. Und ich glaube, es ist ein Wort spezifisch für euch. Ich hoffe, das eine oder andere hat euch angesprochen. Aber ich hoffe, jeder von uns hat irgendwo vielleicht etwas mitnehmen können. Und ich möchte kurz nochmal zu dem Bild zurückkommen für den Schluss. Von der Trampolin-Weltmeisterschaft. Wo wir dort gesessen sind, ist uns nämlich aufgefallen, dass neben dem Trampolin, links und rechts und in der Finale dann sogar rundum, nochmal Menschen stehen. Menschen mit grossen Matten. Und sie die jungen Athleten und Athletinnen haben sie ganz aufmerksam beobachtet. Und sobald sie gesehen haben, hey, jetzt landet es vielleicht ein bisschen schief oder sind in Gefahr zu fallen, haben sie die Matten eingeworfen, dass sie Sicherheit haben und sie sich nicht verletzen. Und ich glaube, das ist unsere Rolle als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft für die jungen Männer und Frauen. Nicht als Jury, die kritisch an der Seitenlinie steht und alles akribisch bewertet. Das ist jetzt nicht so gut gewesen, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und auch nicht einfach nur als entferntes Publikum. Auch wenn wir alle ermutigen können, das ist auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, die Einheit und die Gemeinschaft, die Gott gedacht hat für seine Kirche, ist viel näher. Und ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass die Kirche ein Ort sein darf, wo junge Menschen einen Raum haben dürfen, wo sie aufblühen dürfen, wo sie sich entfalten dürfen, ihre Gaben und Talente einsetzen können. Und wo wir ihnen aber auch die Rückendeckung geben und die Sicherheit und den Halt, wenn es mal schwierig ist. Wir gehen jetzt dann nochmal in die Zeit der Anbetung. Und ich möchte uns an unser ultimatives Vorbild erinnern. Als bemerkenswerteste Leben, das es jemals gegeben hat. Und das ist das von Jesus. Er ist die Liebe in Person. Er ist der Anfänger und der Vollender vom Glauben. Und er hat ein sündloses Leben geführt. Er ist am Kreuz für uns gestorben, dass wir reingewaschen werden von unseren Sünden. Dank ihm sind wir überhaupt da heute Morgen. Ohne ihn müsste es die Kirche gar nicht geben. Dank ihm haben wir eine Hoffnung. Und Jesus lädt jeden Einzelnen von uns ein, ihm nachzufolgen, das wunderbare Geschenk anzunehmen. Er lädt uns ein, ihn als Herr und unser Retter zu akzeptieren in unser Leben. Ein wunderbares Geschenk ist das. Und wir gehen jetzt in ein Lied, das Lina, eine von unseren Abschlüsserinnen, geschrieben hat. Und das handelt genau von dem bemerkenswerten Moment, wo Jesus am Kreuz gehangen ist. Und ich möchte euch einladen, wir können dann nachher auch noch in Worship weiter, lasst die Worte in dem ersten Lied jetzt einfach mal auf euch wirken. Vielleicht, wenn ihr das gehört habt, nochmal reflektieren und schaut, was Jesus euch heute Morgen möchte weitergeben. Amen.